Unser Thema heute lautet Jesus am Kreuz, weil er uns liebt. Die Situation ist die, dass Jesus vor 2000 Jahren auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem namens Golgatha gekreuzigt wurde. Er starb dort auf eine grausame Art und Weise. Pilatus war damals Statthalter und er hatte die Gerichtsverhandlung zu führen. Pilatus verhörte ihn und er kam zu dem Schluss, dass er sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Diese Aussage von Pilatus, die haben wir sogar 3-mal in der Bibel. Ich finde keine Schuld an ihm. Und Pilatus wusste auch ganz genau, dass die Menschen Jesus aus Neid überantwortet hatten. Ja, warum ist Jesus dann gestorben am Kreuz auf Golgatha? Der erste Punkt, den ich festhalten möchte, ist der: Jesus wurde zu Unrecht verurteilt. Er starb unschuldig dort am Kreuz auf Golgatha. Pilatus wusste das und die Menschen wussten das. Auch die Menschenmenge wusste das. Auch diejenigen, die schrien, kreuzige ihn, die wurden angestachelt von den Hohenpriestern und Ältesten. Man hat falsche Zeugen aufgestellt, die Aussagen gemacht haben, die aber nicht übereinstimmten. Man hat die Worte von Jesus, die er sagte, verdreht und hat versucht, es irgendwie hinzubiegen, um einen Grund zur Anklage zu finden. Neben ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken, und einer von beiden sagte Folgendes. Er sagte, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, und damit meint er Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Und damit bleibt die Frage immer noch offen. Warum starb Jesus dann am Kreuz auf Golgatha? Die Antwort, die ich geben möchte, ist zunächst einmal, Jesus starb dort, weil es dem Plan Gottes entsprach. Als Jesus im Garten Gethsemane war, da kamen die Soldaten, um ihn gefangen zu nehmen. Und einer der Jünger Jesu zog sein Schwert, wollte für Jesus kämpfen. Doch Jesus stoppte ihn, er bremste ihn und dann sagte er ihm Folgendes: Oder meinst du nicht, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden aber dann die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Jesus wusste, dass er sterben müsste am Kreuz auf Golgatha, weil dies dem Plan Gottes entsprach. Jesus sagte, ich könnte den Vater im Himmel bitten, er würde mir mehr als 12 Legionen Engel senden. Die würden ihn beschützen. Aber dann würden ja nicht die Schriften erfüllt werden. Die Schriften, damit meint Jesus die Propheten, die vor ihm gelebt haben, die schon vor einigen 100 Jahren davon gesprochen haben, dass der Messias leiden muss und dass er getötet werden muss. Und dann erklärte Jesus der Volksmenge, in jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Jesus hätte also darum beten können, dass Gott ihn bewahrt. Aber er tat es nicht. Und er erklärte, dass die Schriften der Propheten erfüllt werden müssen. Was haben denn nun die Propheten damals genau gesagt? Ein Text, den die Propheten damals gesagt haben, möchte ich vorlesen, der steht in Jesaja 53, Vers 5-6. Dort heißt es, doch er, und damit ist der Messias gemeint, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Hier in diesem Text finden wir die eigentliche Ursache, warum Jesus Christus sterben musste am Kreuz auf Golgatha.
Jesus starb dort nicht, weil es ein Fehler der Justiz war, auch nicht, weil so viele schrien, kreuzige, kreuzige ihn, auch nicht, weil Pilatus nachgab und ihn dann doch schließlich verurteilte. Nein, Jesus starb im Grunde genommen für uns. Er starb für dich und er starb für mich. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wir sind schuldig vor Gott geworden aufgrund unserer Sünden. Und Jesus nahm unsere Sünden auf sich, er trug sie und er starb dafür am Kreuz auf Golgatha. Nun, viele Menschen halten sich für gute Menschen. Sie meinen nicht, dass sie schuldig sind vor Gott. Und dann vergleichen sie sich mit anderen Menschen, die vielleicht schlechter sind als sie, die mehr auf dem Kerbholz haben und sie sagen, so schlecht wie so und so bin ich ja nun doch nicht. Aber Gott urteilt uns nicht nach diesem Maßstab, sondern nach seinem Maßstab. Und sein Maßstab, das ist das Wort Gottes, das, was wir in der Bibel haben. Und Gott kennt unser Leben ganz genau, durch und durch. Er kennt jeden Tag und jede Stunde unseres Lebens. Vor ihm können wir nichts verbergen. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Stellen wir uns vor, wir würden einmal vor Gott stehen und Gott würde uns fragen, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Nun, vielleicht würdest du auch versuchen zu erklären, dass du ein guter Mensch bist und nicht schlechter als so und so. Und Gott würde vielleicht dann antworten und sagen, du, ich kenne dein Leben und ich weiß, dass du in deinem Leben auch viel Gutes getan hast. Aber es gibt auf der anderen Seite so vieles, wo du einfach mich außen vor gelassen hast, wo du mich ignoriert hast, wo du nicht nach meinem Willen gefragt hast und wo du meine Gebote übertreten hast. Denk doch mal zum Beispiel daran, wie du als Kind deine Mutter belogen hast, deinen Spielkameraden beklaut hast und dann später, wie du andere Menschen ausgenutzt hast, um Vorteile für dich dabei herauszuholen. Denk an die Untreue in deinem Leben und da, wo du es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hast. Nun, ich kann mir vorstellen, dass natürlich bei jedem Menschen die Liste ganz anders aussehen würde, wenn Gott es aufzählen würde. Aber bei Gott geht nichts verloren. Keine Tat, keine Sünde unseres Lebens ist ihm unbekannt. Und wir werden eines Tages Rechenschaft geben müssen für unsere Taten, so wie wir gelebt haben auf dieser Erde. Im Himmel können nur die hineinkommen, die gerecht sind, die heilig sind, die rein sind. Und mit unserer Sünde, mit unserer Schuld passen wir dort nicht hinein. Mit unserer Sünde und mit unserer Schuld sind wir ausgeschlossen vom Himmelreich Gottes. Wir brauchen Vergebung unserer Sünden. Wir brauchen Reinigung. Jemand muss sie wegnehmen. Und genau das hat Jesus getan. Jesus starb für uns am Kreuz auf Golgatha, für unsere Sünden, für unsere Schuld. Er nahm sie weg, als er dort starb am Kreuz auf Golgatha. Er starb dort nicht für seine Schuld, sondern er starb dort für deine Schuld und auch für meine Schuld. Jesus trug die Strafe, die wir verdient haben, aufgrund all unserer Sünde. Die lag auf ihm, die lastete auf ihm. Und er bezahlte sie mit seinem Leben, damit wir frei sein können und frei ausgehen dürfen. Und das ist Liebe. An einer Stelle heißt es in der Bibel, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben gelassen für uns. Und das ist das Zeichen seiner Liebe. Wir als Menschen können auch lieben. Wir können auch Gutes tun. Aber daran reichen wir nie heran, an diese Liebe, die Jesus uns erwiesen hat. Stell dir vor, dass jemand aus deiner Familie verschuldet ist. Dein Bruder oder deine Schwester. Und jetzt kommt diese Person zu dir und sagt zu dir, weißt du, ich bin in ganz, ganz großer Not, kannst du mir nicht helfen? Und ich kann mir vorstellen, dass du dann
ein paar Fragen stellen würdest, du würdest genau wissen, um was geht es denn, was ist genau passiert. Aber dann am Ende, sehr wahrscheinlich würdest du Ja sagen und du würdest es bezahlen, du würdest diesen Gefallen tun. Aber jetzt stellen wir uns einmal vor, da ist jemand, der gehört zu deinem Bekanntenkreis. Du kennst ihn gar nicht gut, nur so ein bisschen. Und derjenige wendet sich jetzt an dich und fragt, kannst du mir nicht helfen in meiner Not? Ich habe hier ein großes Problem, bitte komm und hilf mir. Würdest du es tun? Ich denke, das ist schon ein bisschen schwerer. Und jetzt ziehen wir den Kreis noch größer. Stell dir vor, da ist jemand, den du überhaupt nicht kennst. Jemand wohnt vielleicht in einem ganz anderen Land. Aber es gibt jemanden, der diese Person kennt und du weißt, die Informationen sind vertrauenswürdig. Und derjenige ist in Not. Würdest du ebenfalls einspringen und ihm helfen? Das ist schon gar nicht so eindeutig. Und jetzt kommt jemand zu dir, den du nicht magst. Du hattest schon einen Streitfall mit ihm, standest sogar schon mit ihm zusammen vor Gericht. Er hat versucht, dich irgendwie reinzulegen und dich in eine Sache reinzureißen und dich übers Ohr zu hauen. Und du weißt, das ist jemand, der geht auch mit anderen Leuten so um. Der versucht immer wieder, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Und jetzt ist er in einer großen Not. Und er kommt zu dir und fragt dich, kannst du mir helfen? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in dieser Situation das gar nicht so einfach wäre für dich. Ob du ihm jetzt auch helfen würdest? Möglicherweise nicht. Aber Jesus, er hilft jedem Menschen. Egal in welcher Not er steckt und ob es sein Freund ist oder ob es sein Feind ist. Jesus starb für alle Menschen am Kreuz auf Golgatha. Und das beinhaltet auch den, der die Nägel durch seine Hände geschlagen hat. Das bedeutet auch den, der eine falsche Aussage gemacht hat. Das bedeutet auch für den, der geschrien hat, kreuzige ihn. Auch für Pilatus, der ihn verurteilt hat. Das gilt für den, der Jesus lieb hat und für den, der sich von Jesus abgewendet hat und sein Feind geworden ist. Jesus starb für jeden Menschen am Kreuz auf Golgatha. Seine Liebe gilt allen und allen in gleicher Weise. Und jetzt ist natürlich die Frage die, was muss ich tun, damit ich das, was Jesus für mich getan hat, für mich in Anspruch nehmen kann? Was muss ich tun, um Vergebung meiner Sünden zu bekommen? Das Erste, was du tun musst, ist, du musst den Wunsch haben, dass du gerettet werden willst und Vergebung deiner Sünden haben willst. Stell dir vor, in deinem Briefkasten hast du einen Gutschein für ein christliches Buch. Du nimmst diesen Gutschein aus dem Briefkasten, liest das und das Angebot gefällt dir und du denkst, das Buch würde mich interessieren. Das ist der Anfang. Du musst den Wunsch haben, dass du auch Vergebung deiner Sünden haben willst. Wenn du diesen Gutschein einfach ignorierst, wenn du sagst, das interessiert mich nicht, das Angebot, dann ist die Sache beendet, dann gilt das nicht für dich. Aber wenn dich das interessiert und du das haben möchtest, dann geht es weiter. Du hast den Wunsch und dann der nächste Schritt, du löst den Gutschein ein. Du schickst ihn ein, du rufst an oder schreibst dorthin, du teilst es mit, dass du von diesem Angebot Gebrauch machen möchtest. Und in geistlicher Hinsicht ist es so, dass du als nächstes dich an Jesus wenden musst und dann bittest du ihn um Vergebung deiner Sünden. Es geht nicht darum, dass du jetzt alle Sünden aufzählst, die du in deinem Leben getan hast. Das kann kein Mensch. Aber du bringst ihm deine Sünden, du bittest ihn um Vergebung deiner Schuld. Du hast verstanden, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dass du schuldig geworden bist und Jesus deine Schuld auf sich genommen hat am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt kannst du ihn bitten, vergib du mir alle meine Sünden. Die Schuld, die sich in meinem ganzen Leben angesammelt hat, ich bringe sie dir und ich bitte dich darum, dass du mich reinigst von aller meiner Schuld. Und Jesus vergibt dir gern. Und dann als zweites,
kommst du zu Jesus und du wendest dich an ihn und du bittest ihn, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich nehme dich jetzt auf als meinen Heiland und Herrn und Retter. In der Bibel steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12, allen denen aber, die ihn, und damit ist Jesus gemeint, aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet, dass alle diejenigen, die Jesus aufnehmen in ihr Leben, dass sie zu Kindern Gottes werden und dann gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Jemanden aufnehmen, diesen Begriff kennen wir ja auch aus unserem Alltag. Wir nehmen jemanden zum Beispiel auf als Gast und dann bleibt er für eine Weile bei uns. Aber Jesus aufnehmen bedeutet nicht, dass wir ihn als Gast aufnehmen in unser Leben, sondern wir nehmen ihn auf, damit er in unserem Leben bleibt. Wir nehmen Jesus an als den, der uns durch unser Leben leitet. Jesus kennt am besten unser Leben. Jesus weiß am besten, was gut für uns ist. Und Jesus kann uns in die ewige Herrlichkeit bringen, zum Himmel. Darum vertrauen wir unser Leben Jesus an. Wir sind bereit, mit ihm zu leben, ihm zu folgen, ihm zu dienen, ihn anzunehmen als den Herrn unseres Lebens. Und wenn wir so unser Leben Jesus anvertrauen, dann macht er uns zu einem Kind Gottes und dann sind wir gerettet und wir gehören ihm für Zeit und Ewigkeit und dürfen uns darauf freuen, einmal in der Ewigkeit im Himmel zu sein. Die Entscheidung liegt bei uns. Möchtest du das? Möchtest du Jesus aufnehmen in dein Leben und gerettet werden? Ich habe vor einiger Zeit ein Beispiel gelesen und ich denke, das illustriert sehr schön, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen in sein Leben. Die Situation ist die, dass es sich da um einen Sklavenmarkt handelt. So etwas gab es früher, dass Menschen verkauft wurden als Sklaven. Es gab Märkte, da wurden sie gehandelt. Man konnte dorthin gehen und sich jemanden aussuchen und ihn kaufen. Nun, in unserer Zeit gibt es immer noch Sklaverei, auch wenn es nicht immer so genannt wird. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache. Nun, auf diesem Sklavenmarkt gab es eine ältere Frau, die sehr unansehnlich war mit ihren vielen Narben, die sie im Gesicht hatte. Und niemand wollte sie haben. Jahr ein, Jahr aus wurde sie auf diesen Sklavenmarkt gebracht, von diesem Sklavenhändler und zum Verkauf angeboten. Und sie hat immer wieder gehofft, hoffentlich kommt jemand, der ein guter Herr für mich ist und der mich kauft, damit ich hier endlich rauskomme von diesem Sklavenhändler und es mir dann hoffentlich doch etwas besser gehen darf. Und eines Tages kam ein reicher Mann und er blieb stehen dort bei ihr und fragte, wie heißt sie? Ja, sie heißt Mary. Was kostet sie? Und dann wurde ein sehr hoher Preis genannt. Mary war enttäuscht. Nun kommt endlich einmal jemand, der sich für mich interessiert und dann wird auch noch so ein hoher Preis verlangt. Aber umso mehr war sie überrascht, dass dieser Mann den ganzen Preis bezahlte. Er nahm sie mit und sie kamen dann auf ein großes Gelände. Als sie ausstiegen, wurden sie umringt von anderen Dienerinnen und er stellte sie gleich vor, das ist Mary. Und die Dienerinnen kümmerten sich um sie. Sie zeigten ihr Zimmer, sie gaben ihr neue Kleidung und sie zeigten ihr ein Bad, wo sie sich frisch machen kann. Und dann schließlich, als es ihr besser ging und als sie wieder gut aussah, da wurde sie dann diesem neuen Herrn vorgestellt. Und dann war sie dort, sprach mit ihm und er sagte zunächst einmal, dass er sich freut, dass sie jetzt viel besser aussieht. Und dann gab er ihr ein Schriftstück. Und sie fragte dann, ja, was bedeutet das? Mary konnte nicht lesen und auch nicht schreiben. Und dann erklärt er ihr, das ist deine Entlassungsurkunde. Du bist jetzt frei, du kannst gehen, wohin du willst. Ja, aber,
Was bedeutet das denn? Der Herr sagte, du lass es dir erklären von einer Dienerin. Und dann kam die Dienerin, sie sprach mit ihr und sie erklärt ihr, weißt du Mary, unser Herr ist ein sehr liebenswürdiger Herr. Er mag es nicht, wenn Menschen leiden und wir sind alle so wie du hierher gekommen. Er hat uns gekauft und dann hat er uns die Möglichkeit gegeben, zu gehen, wohin wir wollen. Mary war beeindruckt davon. Was und warum seid ihr nicht gegangen? Ja, wohin sollten wir gehen, war die Antwort. Wo hätten wir es besser als hier? Dieser Mann kümmert sich so gut um uns. Er hält uns nicht als Sklaven, sondern wir sind Teil seiner Familie. Und Mary fragte dann, kann auch ich hier bleiben? Kann auch ich hier ein Teil seiner Familie werden? Ja, gern, auf jeden Fall. Er freut sich sogar darüber. Und Mary entschied sich, ich möchte hier bleiben. Ich möchte ein Teil dieser Familie werden. Und so kam es dann auch. Diesen reichen Mann können wir vergleichen mit Jesus. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt für uns, damit wir frei sein können, damit unsere Schuld getilgt werden kann, damit wir ewiges Leben haben können. Und Mary steht für uns. Die Entscheidung liegt bei uns. Möchten wir das? Möchten wir jetzt zu Jesus gehören, zu seiner Familie? Möchten wir ein Teil dieser wunderbaren Familie sein? Mary entschied sich richtig. Was ist jetzt deine Entscheidung? Möchtest du nicht auch Jesus annehmen in dein Leben? Möchtest du nicht auch, dass er dein Herr wird, dein Heiland, dein Retter? Er bringt dich ans Ziel, in die ewige Herrlichkeit. Doch die Entscheidung liegt bei dir. Möchtest du dich für Jesus entscheiden? Dann stehen wir dir dabei gern zur Seite. Wir helfen dir. Wende dich an uns. Ruf uns an oder schreibe uns. Nimm Kontakt mit uns auf. Und wir helfen dir gern dabei, diese Entscheidung für Jesus Christus zu treffen.